Grüner Leguan. Autor Deselzank Kenzi. Der grüne Leguan, Iguana iguana, ist ein Vertreter der Leguane, Iguanidae, dessen Lebensraum in Mittelamerika und Südamerika liegt. Grüne Leguane erreichen für gewöhnlich eine Kopfrumpflänge von 45 cm. Mit dem Schwanz zusammen erreicht der grüne Leguan Längen von 2 Metern, manchmal sogar 2,2 Metern. Das größte bekannte Exemplar ist 2,30 Meter lang, wiegt 10,5 Kilogramm und ist im Chicago Museum of Natural History ausgestellt. Die meisten Leguane dieser Art werden jedoch maximal 1,5 Meter lang, wobei die Männchen deutlich größer sind und deutlich größere Stacheln auf Rücken und Schwanz besitzen. Sie werden in Gefangenschaft gut 10-17 Jahre alt, es wurde aber schon von Tieren berichtet, die 25 Jahre alt wurden. Dies hängt sehr stark von der richtigen Ernährung in den ersten Jahren des Leguanes ab. Speziell männliche grüne Leguane haben einen maßigen Kopf, der durch einige Charakteristika gekennzeichnet ist, eine große Kinnwamme, die bei Männchen 30% größer ist als bei Weibchen, sowie Backen im Bereich der vergrößerten Schuppen unter dem Trommelfell, die infolge von Muskelvergrößerung und der Einlage von Fettgewebe bei Männchen stark hervortreten. Entgegen dem Namen ist Iguana iguana nicht vollkommen grün, viele Tiere sind eher gräulich-grün oder haben einen starken Einfluss von brauner Farbe. Bei männlichen grünen Leguanen kommen auch teilweise rot-orange Färbungen, vermehrt im Bereich der Gliedmaßen, vor. Dies kann unter Umständen nahrungsabhängig sein, denn das Tier verspeist auch Blütenblätter. Der Rückenkamm der grünen Leguanen zieht sich vom Nacken bis hin zum Schwanz und ist beim Männchen im Mittel 5 cm höher als beim Weibchen. Der grüne Leguan lebt in Mittelamerika und im nördlichen Südamerika. Einzelne Vorkommen reichen bis in den äußersten Süden der USA. In Florida, zum Beispiel im Großraum Miami, gilt die Art als eingeschleppt und ist für viele Gartenbesitzer und die Natur mittlerweile auch eine Plage. Auf einzelnen Inseln in Florida, den Sog Keys, gibt es wohl auch mangels natürlicher Feinde Exemplare von deutlich über 2 Metern Länge. Er fehlt auf etlichen karibischen Inseln wie Kuba, jedoch hat er die kleinen Antillen besiedelt. Auf den karibischen Inseln lebt hingegen der grüne Insel-Leguan, Iguana delicatissima, eine nah verwandte Art. Der bevorzugte Lebensraum des grünen Leguanes sind Tieflandwälder in der Nähe größerer Gewässer. Grüne Leguane sind ausgesprochene Flachlandbewohner und überschreiten fast nie die Höhengrenze von 1000 Metern über Normalnull. Grüne Leguane sind primär baumbewohnend. Der grüne Leguan ist tagaktiv und primär baumbewohnend, jedoch ist er auch ein guter Schwimmer. Auf der Flucht lässt er sich oftmals von überhängenden Ästen ins Wasser fallen, wo er dann vor der Bedrohung wegschwimmt. Die Tiere sind sehr standorttreu. Sie bevorzugen eine hohe und dichte Vegetation mit viel Feuchtigkeit sowie Sonnen- und Schattenplätzen. Der grüne Leguan ernährt sich ausschließlich herbivor, das heißt pflanzenfressend. Auch wenn oftmals immer noch behauptet wird, er würde sich teilweise von Insekten ernähren, haben neueste Forschungen ergeben, dass er sich in der freien Natur nur von Blättern ernährt. Die Männchen verteidigen ihre Reviere mit peitschenartigen Hieben ihres Schwanzes, der ca. 2-3 der gesamten Körperlänge misst. Sie imponieren Weibchen vor allem durch Drohverhalten, etwa das Aufblähen ihrer Kehlwamme und Kopfnicken oder durch laterales Abflachen, womit sie größer erscheinen. Innerhalb der Trockenzeit im Dezember und Januar ist Paarungszeit. Die Männchen fixieren das Weibchen während der Paarung mit einem Nackenbiss. 3 bis 4 Wochen nach der Paarung legt das Weibchen seine 30 bis 45 Eier in eine selbst gegrabene Erdhöhle. Der Schlupf der Jungtiere erfolgt etwa 8 Wochen später. Auf diesem Bild sind die 3 Höcker von Iguana iguana rhinolopha deutlich zu erkennen. Grüne Leguane, Iguana iguana, sind beliebte exotische Haustiere. Der grüne Leguan gehört zu den beliebtesten Terrarientieren und wird mittlerweile in Südamerika auf Farmen für diesen Zweck gezüchtet.
Aufgrund ihrer Endgröße wird den meisten dieser Individuen keine artgerechte Haltung gewährt, da viele Käufer nicht ahnen, dass der meist klein verkaufte Leguan später bis zu 2 Metern lang wird. Beteilte Tiere brauchen ein riesiges Terrarium von mindestens 200 x 150 x 200 cm Größe. In manchen Ländern hat der grüne Leguan eine kulinarische Bedeutung. Das Fleisch wird von erjagten Tieren ebenso wie in Farmen gehaltenen Tieren gesammelt. Sie werden als speisegrüne Hähnchen genannt. Der grüne Leguan ist unter anderem durch die Zerstörung des südamerikanischen Regenwaldes gefährdet. Es gibt 2 Unterarten des grünen Leguan. Die Nominatform Iguana ist auf den kleinen Antillen und in Südamerika verbreitet, während Iguana rhinolopha vor allem in Mittelamerika heimisch ist. Beide Taxa lassen sich recht sicher durch 2 bis 3 bei Iguana rhinolopha vorhandene, kleine Hörner auf der Schnauze unterscheiden. Grüner Leguan Tiere Animals Natur Selmk Kenzi